Herzlich willkommen zum heutigen Connect Input. Ihr seht, mein Heimstudio ist am Wachsen. Ich bin nicht mehr ganz alleine da. Mein kleiner Kollege hängt da heute ein bisschen mit mir rum. Und heute möchte ich etwas sagen zum Thema Bibel lesen. Jetzt sind wir ja in dem Corona-Modus und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, wir haben plötzlich so viel Zeit. Also nicht alle Berufsstände, aber viele Leute haben plötzlich viel mehr Zeit daheim. Und gell, irgendwann hast du einfach alles gewaschen, du hast alles geputzt, du hast eine neue Sprache gelernt, du hast angefangen zu lesen, du hast angefangen zu malen, du hast die ganze Steam-Bibliothek voller Games durchgespielt. Und dann merkst du, irgendwo liegt ja noch so eine Bibel. Und du findest die Bibel ja grundsätzlich cool. Aber es fehlt da irgendwie so der Elan, es fehlt da wirklich neue Inspiration. Wie lese ich jetzt die Bibel eigentlich nochmal? Vielleicht hast du das Problem auch voll nicht. Aber ich glaube, viele Leute haben das Problem. Oder haben irgendwie das, ja, Bibel lesen, aber wie mache ich das? Und ich möchte dir heute ein paar Tipps geben, ganz konkret, wie du die Bibellesezeit kannst gestalten. Und wenn du möchtest wissen, warum ich dir die Tipps so gebe, wie ich sie dir gebe, dann lass nach den Praxistipps, die ich dir jetzt gebe, den Rest von dem Input an. Zuerst einmal, plan dir deine Bibellesezeit ein, jeden Tag. Besonders dann, wenn du einer bist, der die Tendenz hat, dass er sich sehr schnell von dem, was der Tag dir alles bringt, so ein bisschen überrollen lässt und dann vergisst, was er eigentlich hätte wollen. Dann, was nimmst du mit für deine Bibellesezeit? Du nimmst natürlich mit eine Bibel. Und dann nimmst du mit ein Notizmaterial deiner Wahl. Vom Laptop bis zu klassisch Stift und Papier kann das alles sein. Ich würde raten, nimm nicht das Handy, weil ich merke irgendwie immer wieder so, dass das Tippen es so zum Notieren ist dann doch irgendwie ein bisschen mühsam. Geh an einen ruhigen Ort, halt drinnen und nicht draußen. Aber irgendwo ein Ort, wo du kannst kontrollieren, was gerade um dich herum passiert. Schalt mal dein Handy für einen Moment auf Flugmodus. Und wenn du ein bisschen Ambiente arbeiten willst, dann kannst du ein bisschen Musik mitnehmen, durchstöpseln. Vielleicht nicht gerade irgendwie Rammstein oder sowas. Es geht nicht um die Musik, es geht darum, dass es dich unterstützt beim Ruhigwerden und nicht das Gegenteil. Und nimm eine Kerze mit, ich sage dir gerade warum. Und dann machst du Folgendes, dann bist du an dem Platz und dann schlägst du deine Bibel auf. Wenn du nicht weißt wo, dann mach dir einen Vorschlag, fang mit Markus Evangelium an. Markus Evangelium, erstes Kapitel, fangst dort an zu lesen. Und vielleicht bist du aber schon in einem Bibelleseplan drin, vielleicht hast du es auf der App. Auch ganz cool, wenn es noch eine Andacht dazu gibt, umso besser liest das auch. Und bevor du aber anfängst zu lesen, bittest du Gott, dass sein Heiliger Geist jetzt zu dir redet durch das, was du da liest. Und wenn du das gemacht hast, zündest du die Kerze an. Die Kerze hat überhaupt keine mystische Kraft, okay? Es geht um ein reines Symbol. Ein Symbol, Gott und sein Geist sind jetzt mit dir da. Und er möchte mit dir reden. Einfach die Symbolwirkung. Und dann fängst du an zu lesen. Lies nicht zu viel in dieser Zeit. Okay? Maximal ein Kapitel. Wenn du zu viel liest, dann nachher du kannst schon, es geht dann einfach relativ lang hinten raus. Weil wenn du fertig bist mit Lesen, mit aufmerksamem Lesen, nicht einfach überfliegen, dann nachher nimmst du dein Notizmaterial und dann gehst du nochmal durch den Text durch. Und so überall, wo dir etwas in den Sinn kommt, wo du irgendeinen Eindruck oder einen Einfall hast, wo dir zum Text etwas in den Sinn kommt, schreibst du es auf. Das können Erkenntnisse sein, das können aber auch Fragen sein. Das können Ideen sein, was du könntest machen. Es muss nicht zwingend mit der Bibel zu tun haben. Aber einfach, ob du merkst, der Text oder was dort steht, löst etwas bei dir aus. Es kann auch sein, dass dir ein Mensch, eine Person in den Sinn kommt. Oder eine Situation, die du erlebt hast. Schreib das auch auf. Schreib alles auf, was dir in den Sinn kommt. Und wenn du das Problem hast, dass dir jetzt plötzlich 1001 Sachen noch in den Sinn kommen, dass du unbedingt noch erledigen musst, was nicht darfst vergessen, zum Beispiel den Hund füttern, dann machst du Folgendes. Mach bei deinem Notizmaterial ganz speziellen Abschnitt. Und all die Sachen, die dir dann per Zufall gerade in den Sinn kommen, die du jetzt unbedingt machen musst, schreibst du dort drin. Weil dann musst du keine Angst haben, dass du es vergisst. Du hast es aufgeschrieben, aber dann kannst du sie für den Moment wieder auf die Seite legen. Und wenn nichts mehr kommt und du merkst, ich glaube, ich bin durch den Text durch und es kommt mir gerade nichts mehr irgendwie spontan zum Text in den Sinn, dann nimmst du deine Notizen, die du gemacht hast, nochmal zur Hand oder einfach behaltest du vorne und lies einfach nochmal ganz aufmerksam durch, was du dort aufgeschrieben hast. Weil ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Moment im Bibellesen. Weil dort verknüpfst du
dein Denken, schlussendlich dich selber, dein tägliches Brot, dein tägliches Leben mit dem, was das geschriebene Wort Gottes sagt. Dort öffnest du dich für das, was Gott in dein Leben hinein möchte reden. Und schau einfach bei dem, wo merkst du, dort möchte Gott konkret zu dir reden. Was von dem ist ein Gedanke, den er dir gegeben hat. Und dann am Schluss dieser Zeit schreibst du ein Gebet auf. 1 oder 2 Sätze, nicht mehr. Einfach zu dem Text, den du gelesen hast, was es in dir auslöst, formulier sie 1 oder 2 Sätze. Du musst nicht alles zusammenfassen, sondern vielleicht merkst du, ein Punkt hat dich angesprochen. Und dann schreibst du das auf und bettest das aus, redest mit Gott über das und sag in dieser Zeit auch all die anderen Sachen. Vielleicht hast du eine tägliche Gebetsroutine, die darfst du natürlich dann auch dort reinnehmen. Red mit Gott über die Sachen, die dich beschäftigen. Über die Sachen, die du möchtest mit ihm reden. Und wenn du fertig bist mit Reden, dann, bevor du Amen sagst, die Bibel zumachst und weglaufst und die Kerzen auslöst, nimm dir einfach noch einen Moment Zeit zum Hören. Vielleicht möchte Gott ja auch etwas sagen. Gebet ist ja nicht nur, ich rede mit Gott, Gebet ist auch, er redet mit mir. Aber ich glaube, sehr oft ist unser Gebetsleben, ich sage Gott etwas, einen Wunsch, den ich habe oder ein Problem, das ich habe, aber ich höre gar nicht, ob er mir Antwort geben will. Nimm dir einfach einen Moment Zeit, bleib noch eine Minute hocken und lass mal in dich hinein. Ob irgendein Gedanke kommt, wo du merkst, der ist irgendwie nicht von mir. Irgend so etwas. Und lass Gott zu dir reden. Und wenn du merkst, Gott redet zu dir, schreib das auch auf den Zettel. Und dann beendest du dein tägliche Bibellesen. Jetzt, wieso empfehle ich dir das, um es so zu machen? Das ist nicht die einzige richtige Art zum Bibellesen, aber es ist einfach ein Gedanke. Und er verarbeitet ein paar Sachen, die mir wichtig sind in Bezug auf die Bibel. Die möchte ich jetzt mit euch teilen. Ein bekannter christlicher Schriftsteller, zumindest in seiner Zeit bekannt, ich habe ihn auch nicht gekannt. Auf jeden Fall war das anscheinend ein bekannter Mann und der ist mal gefragt worden, hey, wenn du auf einer einsamen Insel würdest stranden oder wenn man dich dort aussetzen würde und du darfst ein Buch mitnehmen, was wäre das für ein Buch? Und alle haben erwartet, dass der Mann Gottes sagt, ja, ich nehme natürlich eine Bibel mit. Und er hat einfach gesagt, ich würde das Buch mitnehmen, wie man ein Boot baut. Und ich habe die Antwort extrem lustig gefunden. Der Mann nimmt nicht eine Bibel mit, sondern er denkt sehr praktisch. Er nimmt ein Sachbuch mit. Wie baue ich ein Boot? Ist ja logisch. Das hilft ihm in dieser Situation. Die Frage ist ja, wie komme ich von dieser Insel wieder runter? Zumindest, wenn du nicht auf dieser Insel willst stranden. Er braucht doch etwas, das ihm hilft. Etwas, das ihm weiterhilft. Und wenn er dann von der Insel runter ist, mit seinem selber gebauten Boot, kann er wieder in seiner Bibel lesen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Grundsätzlich. Wir brauchen doch nicht einfach gute Philosophie in unserem Leben. Wir brauchen etwas, das uns weiterhilft. Wir brauchen doch etwas, das uns hilft, in unserem Leben vorwärts zu kommen. Und ich glaube, in der Bibel, ich habe hier meine kleine Auswahl, in der Bibel finden wir Sachen, die uns vorwärts bringen. Aber die Frage ist, wie? Das Thema Bibellesen ist ja immer so, ich kenne das, es ist so immer in einem Spannungsverhältnis, habe ich das Gefühl. Zwischen Gesetzlichkeit und völligem Ignorieren, ja, musst du nicht machen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Mal in meiner christlichen Karriere mir irgendwelche Leute gesagt haben, hey Michi, kein Druck, ja, nicht gesetzlich werden. Aber lies gefälligst jeden Tag in ihrer Bibel. Und ich habe dann einmal gedacht, ja, was jetzt? Toll, ich darf oder ich muss. Oder wie? Und dann habe ich nicht die Bibel gelesen und habe die Bibel angeschaut und ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich glaube halt, eines der grössten Probleme, die ich zum Teil bis heute habe mit dem Thema Bibellesen, ist, dass ich nicht wirklich verstehe, was ich da eigentlich mache. Ja, klar, ich lese natürlich das geschriebene Wort Gottes. Das ist etwas Einzigartiges. Aber wie es mal eine Pastorin aus Australien so schön gesagt hat, sie war in der Situation, sie hat nicht gewusst, soll sie bleiben, wo sie ist, oder quer durchs Land nach Sydney ziehen. Und sie hat Gott gefragt, wo soll ich wohnen? Und hat die Bibel aufgeschlagen. Und dann hat sie gesagt, und zur Auswahl ist gestanden, Bethlehem oder Nazareth. Betrifft aber mein Leben nicht in dem Moment. Gell, wie redet Gott durch die Bibel? Das ist eine Frage, die ich weiss, die schlummert auch immer mal wieder in mir. Ich sage nicht, dass ich nicht gewisse Schlüssel gefunden habe, aber immer wieder merke ich, wie redet denn Gott durch die Bibel? Wie funktioniert das? Wie wird mein tägliches Bibellesen vom, was es immer wieder ist, Philosophieren zum Sachbuch?
der ganz konkret in mein Leben hineinredet. Man könnte ja sagen, die Bibel in die Praxis umsetzen ist schwierig, weil es steht irgendwie immer das Gleiche drin. Ich habe auch alles irgendwie schon mal gelesen. Und das Schwierige ist jetzt, meine Lebensfragen sind aber immer ein bisschen andere. Und manchmal, per Zufall, trifft es gerade eine Lebensfrage und manchmal aber auch schlichtweg nicht. Interessanterweise, der Vorwurf würde man bei einem Sachbuch doch nie machen. Oder? In einem Buch, das heisst, wie man ein Boot baut, steht drin, wie man ein Boot baut. Und es steht nicht drin, warum das Bananen krumm sind. Und ich nehme das Buch führen, wenn ich will wissen, wie man ein Boot baut. Und wenn ich irgendwann auf die Idee komme, ich schaue mal in dem Buch nach, warum sind Bananen krumm, werde ich ziemlich enttäuschende Antworten bekommen. Weil das Buch gar keine Aussage macht zu dem. Über was redet denn die Bibel? Was will sie? Was sagt sie? Was für Fragen beantwortet die Bibel? Oder einfach gesagt, welche Fragen kann ich der Bibel stellen? Jetzt möchte ich da zuerst mal kurz einschieben. Eigentlich müsste ich sagen, welche Fragen stelle ich Gott? Und da beantwortet sie mir durch die Bibel. Ich stelle an die Bibel keine Fragen. Ich rede nicht mit der Bibel. Ich habe keine Beziehung zu der Bibel. Ich bete kein Buch an. Eigentlich sind wir keine Buchreligion, gell? Und natürlich, du darfst jede Frage stellen. Du darfst Gott alles fragen. Ich zweifle nur ein bisschen daran, dass Gott alle Fragen durch die Bibel will beantworten. Gott sei Dank ist Gott nicht eingeschränkt auf die Bibel, wenn er mit uns kommunizieren will. Das wäre katastrophal. Stell dir mal vor, du fragst Gott, wer das du heiraten sollst. Und dann muss es entweder eine Rebekka oder irgendwie ein Abigail sein. Oder als Frau hast du noch weniger Auswahl. Wenn es um Heiraten und Männer geht, dann muss er Salomo heißen, König David oder Xerxes, Gott, König und Herrscher des babylonischen Reiches. Und die sind rar gesät heutzutage. Nein, Gott ist nicht eingeschränkt auf die Bibel, wenn er will reden. Gott redet, wenn er will und was er will und wie er will und wo er will. Aber was macht die Bibel jetzt so einzigartig? Sie hat einzigartigen Offenbarungs- und Autoritätscharakter. Sie sagt über sich selber, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Was ist Wahrheit? Die Bibel sagt mir, Jesus ist Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Überführt uns von Sünde. Sünde bedeutet Trennung von Gott, Beziehungsbruch, keine Gemeinschaft mehr. Bringt uns auf den richtigen Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Da geht es wieder um Jesus schlussendlich. Und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Im griechischen Grundtext, ich lese es nochmal vor, ich habe es jetzt sehr auseinandergenommen. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. So, im griechischen Grundtext steht da, vom Geist gegeben, steht Theopneustos, das heißt so viel wie von Gott gehaucht, eingehaucht. Gott hat Menschen haben die Bibel geschrieben, die ist nicht eines Tages vom Himmel gefallen. Menschen inspiriert, er hat nicht diktiert, das ist kein Diktat, er hat sie inspiriert, etwas aufzuschreiben. Und zwar nicht nur irgendwie die Propheten aus dem Alten Testament, die gewusst haben, oh, jetzt redet Gott mit mir. Zum Beispiel finden wir in der Bibel auch Bücher von den Königen und von der Chronik, also Chronisten, Geschichtsschreiber von Israel, haben geschrieben und sind offensichtlich vom Geist Gottes inspiriert während dem Schreiben. Oder der Johannes oder Paulus und wie sie alle heißen, die Briefe geschrieben haben an konkrete Gemeinden, konkrete Menschen, in einer konkreten Situation, mit konkreten Anliegen, in einer Zeit, die nicht heute ist. Und trotzdem braucht Gott all das. Gott schafft mit all dem und durch all das durch die ganze Menschlichkeit, wo die Menschen drinnen sind und durch die konkreten Anliegen, die sie angesprochen haben, und braucht all das und jetzt um was geht es in der Bibel? Zum sich offenbaren. Die Bibel ist ein Buch von der Offenbarung, vom Wesen, vom Charakter und von den Absichten Gottes. Die Bibel ist ein Buch von der Offenbarung von Gottes Herz. Die Bibel ist ein Buch von der Gemeinschaft. Um das geht es in der Bibel. Es ist ein Gemeinschaftsbuch, oder? Was haben wir vorher gelesen? Sie lehrt uns Wahrheit
Beführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg. Also sie lehrt uns, wer und wie Jesus ist. Sie bringt uns näher zu Jesus, zu der Wahrheit, auf den Weg, wo Jesus ist. Sie überführt uns von Sünde. Sünde bedeutet Trennung, Gemeinschaftsbruch. Die Bibel ist ein Gemeinschaftsbuch. Und wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir Gemeinschaft mit Gott. Durch seinen Heiligen Geist, wo ja auch die Schrift gegeben hat, eben eingehaucht hat. Das ist ganz wichtig, der Heilige Geist ist zentral in dem Ganzen drin. Jesus hat gesagt, im Johannesevangelium, Kapitel 16, sagt er seinen Jüngern, ich schicke euch den Heiligen Geist, ich schicke euch den Geist Gottes, der in euch ist. Er sagt nicht, ich schicke euch ein Buch, ich schicke euch den Geist und er führt euch alle Wahrheit. Und Gott hat sich entschieden, dass er einzigartig uns ein Dokument gibt, durch das er diesen Weg machen kann, von höchster Autorität und mit höchstem Offenbarungsgehalt. Die Bibel ist ein Buch, das das Herz Gottes offenbart. Und die Offenbarung Gottes möchte unser Herz, unser Innerste verändern und transformieren. Und das geht es, wenn wir die Bibel lesen. Es ist die Aufgabe vom Heiligen Geist, auch nach Johannes Evangelium, um uns in alle Wahrheit hineinzuführen, um uns von Sünde überführen, um uns immer näher zu Jesus zu bringen und in dieser intimen Nähe mit Jesus. Dort redet Gott zu uns. Dort kommen wir Antworten über auf unsere Fragen. Auch wenn sie die Bibel vielleicht selber nicht beantwortet, dort redet Gott zu uns. Vielleicht verschwinden auch gewisse Fragen, weil sie plötzlich nicht mehr wichtig sind. Oder vielleicht tun sich völlig neue Gedankenfelder auf, wo wir uns anfangen drin bewegen und merken, hey, Gott meint mich, Gott meint mein Wesen, Gott meint mein Denken eigentlich ganz anders. Und das ist genial, wenn das anfängt. Wenn also das Buch, wie man ein Boot baut, mir zeigt, wie man ein Boot baut, dann würde ich sagen, die Bibel ist ein Buch, das mir zeigt, wie das Herz Gottes aussieht. Und die Bibel ist ein Buch, das mir zeigt, wie ich in die Gemeinschaft mit dem Gott hineinkomme. In eine Gemeinschaft, die mein Leben transformiert, mich selber verändert und durch das in mein Leben und in meine Umstände hineinwirkt. Bibellesezeit ist immer eine Zeit, wo ich mit Gott Gemeinschaft habe. Ob es mir bewusst ist oder nicht, sei es mal dahingestellt. Aber ich glaube, wenn wir bewusst in die Zeit hineingehen, und dann nimmst du durchaus etwas zum Schreiben mit. Wenn Gott mit dir redet, schreibst du auf. Wenn du in einer Vorlesung an einer Uni bist und ein Professor etwas sagt, machst du dir im Idealfall auch Notizen. Schreib auch gescheiter auf, wenn Gott zu dir redet. Geh mit dieser Haltung in die Zeit des Bibellesen hinein. Bist du dir bewusst, es ist Gottes Geist, der zu dir redet? Die Bibel an sich, die Schrift, wird dir nicht alle deine Fragen beantworten. Aber durch die Zeit, wo du dich mit dem Wort auseinandersetzt, in dieser Zeit können ganz viele geniale Sachen in unser Herz hineinkommen, die direkt von Gottes Herz kommen. Und darum, glaube ich, ist Bibellesen einzigartig und wichtig. Es ist eine Zeit der Gemeinschaft mit Gott. Und ich ermutige uns alle, gerade wenn wir viel Zeit haben, nehmen wir uns immer wieder eine Zeit von unserer Zeit, die wir haben, wo wir sagen, und die investiere ich in meine Beziehung mit Gott. Und zwar mit der Bibel.